Joel? Kelly? Ist es noch Casual Sex, wenn man sich verläuft? Schmengen nicht. Schmengen dann gehen Sachen ganz business-like. Ganz uncasual. Also natürlich muss das nicht sein, aber schmengen aber, dass es dann oft ein bisschen mehr echt geht. Ja, ich meine leider, dass Gefühle an Sex mehr zusammenhängend sind, wie manche Leute, die Casual Sex finden, sich vielleicht wünschen. Ich denke aber auch, dass ich kann casually sexten, sich verleben und trotzdem casual bleiben. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, wieder wahrscheinlich schon Herrenhut, wir schwätzen heute über Casual Sex. Und natürlich fangen wir mit der Frau an, War das überhaupt Casual Sex? Ja, Joel, war das Casual Sex? Also Casual Sex ist Sex, den ihn hört, wenn er nicht in einer Beziehung ist und wo er noch nicht immens stark committed ist. Gebe ich nochmal so ganz graff so. Und da gebe ich so zwei große Varianten, wie ihn das kann tun. Einerseits nämlich als One-Night-Stand, also wo ihn just nicht lang etwas mit einer Person hört. Und die andere, das wir die berühmten Friends with Benefits oder Freundschaftsplus oder eben alles das, wo ihn gut miteinander sich gut versteht, aber nicht so viel oder kein romantische Gefühle am Spiel sind. Ich ging da nicht widersprechen, mir vielleicht das noch ausweiten, weil wo ich gebrainstormt tun sie mir sogar nach May Aderweisen angefallen. Nämlich neben der Freundschaft plus an dem One-Night-Stand, was ich fand schon so ein bisschen Stereotypbilder zum Casual Sex. So loses Dating, also quasi Personen, die mehr oder weniger regelmäßig, keine Ahnung, einmal die Woche, einmal den Monat oder einmal die Jahr gesagt, mit ihnen Sex wird oder irgendwelche sexuelle Ebenen. Und das fand ich auch eine Variante, Sex mit Ex-Personen. Ah ja. Also solange die natürlich nicht in einer romantischer, sexuell exklusiver Beziehung sind, die Ex-Personen oder auch selber, da geht es schon kompliziert und absolut uncasual. Genau, ja. Aber sonst, also ich habe noch Ex-Personen, die ich gesehen habe, dann heißt du, schlafen wir mit denen, dann heißt du nicht. Und ich ging da doch als Casual Sex bezeichnen, obwohl ich ja immens viel positiv Gefühle der Person gegenüber habe. Aber noch eine andere Variante ist, davon haben wir schon gespart, Gspusi. Also das Eistreichschicht Gspusi. Also zum Beispiel, dass du eine Person dates und sie auch regelmäßig gesagt, 1-2 Mal in der Woche. Und du aber weißt, okay, wir wollen nicht unbedingt auf so ein Label zu steuern, dass wir feste Summe sind oder so. Wir haben uns aber trotzdem gern, weil doch immer gern hecht. Wir verstehen das gut, wir vielleicht auch emotional Gespräche und so. Und ich fand das, ja, da kommen wir zurück auf Dagangsfroh, weil das, also nicht mehr casual war, Gefühle zu sehen. Ich fand irgendwie nicht. Dann noch vielleicht vorklären, als ein Seitensprung, Fremdgehen, als das Casual Sex, kann das Casual Sex sein. Aber das hat man ja am Anfang noch ein bisschen geklärt, dass das mir schon so kompliziert geht, dass das nicht mehr ganz casual ist. Auch wenn den Akt an sich vielleicht ganz ungezwungen kann sein. Ja, schon Gefühl, es dreht sich viel im Sex. Also, dass der Sex, den man der Person hört, den also casual ist, nicht so eine große Bedeutung hat. Das heißt, dass der Sex an sich keine, weiß ich nicht, große Liebeserklärung ist oder nicht eine Sache ist für vielen, die vielleicht mit der Person möchte. Mit dann denke ich mir, die andere Seite ist Sex nicht mehr etwas wert, unsere Gemein, wenn ihn auch romantisch Gefühle hat. Weißt du, so, möchte der Sex manchmal wertvoll, süß, weil er ungebunden ist? Also ich meine, du spielt ganz viel so den Slut-Shaming, den wir gesellschaftlich mitkriegen. Die spielt auch mal dran. Das ist vielleicht etwas, worüber mich später in der Episode noch ein bisschen mehr können schwätzen. Wir probieren mal für dich ein bisschen abzudröseln, wieso ihn überhaupt Casual Sex hat. Bah, Sex. Also so Körperkontakt, Nähe, sich irgendwie verbunden fühlen mit einer Person,
dass ein Wärme will spielen, dass ihn sich begehrenswert will spielen, Lebensfried auch irgendwo oder lasslosen Spaß. Was fällt dir noch so an? Also mir auch da angefallen, dass mir Spaß an einfach den Sexdrive ausleben, also ein bisschen Selbstwertgefühl und ich immer abgeschrieben, weil also nicht dass du unbedingt vielleicht sich sieht, oh, ich fühle mich gerade irgendwie nicht gut, ich muss nur Sex mal denken, da geht es mal besser oder fühle ich mich mehr wertvoll, mir toll hilft aber, also wenn ihn vielleicht auch sogar in einer Phase ist, wo ihn öfters mit anderen Leuten casual Sex wird, dann mischt das mal denken, da fühlt ihn sich begehrenswert und das kann ganz flott sein. Ja, Kipperkontakt habe ich mir auch abgeschrieben. Ich meine, das für allem, wenn man gerade in einer Pandemie sieht, wo es nicht so viel Kipperkontakt gibt. Dann habe ich mir abgeschrieben, wenn ich an einer Beziehung ist, die nicht exklusiv ist, dann will ich es vielleicht ausprobieren, dann will ich vielleicht mit Leuten etwas haben, die Sachen machen oder Kipper haben, wo den eigene Partnerin nicht hat oder nicht machen will, sodass den Sto austoben kann. Experimentieren Menschen ist auch wichtig, dass den einfach mit verschiedenen Leuten will Sachen ausprobieren, gucken, wie das ist. Ja, und eben auch all die Sachen, die man schon bei den verschiedenen Beziehungsformen, an denen den Casual Sex kann haben, abgezählt haben, das ist auch ein Grund, wieso ich das will machen. Also zum Beispiel sind angezogen zu einer Person, ich finde zwar sonst nicht ganz viel mit der zu dienen, aber das Sex ist mega gut. Und wieso nicht ein Hund, aber wieso nicht an einer Form haben, die ziemlich schlauer ist. Ja, und das ist auch einfach abregend, oder? Es geschieht mal etwas Neues. Das ist ja auch ein guter Grund. Und ich meine, ein Grund, den so ein bisschen was Negation von etwas ist, es will keine Beziehung, oder? Das ist auch so ein bisschen, fand ich noch zu der Definition von Casual Sex, wo ich drüber nur gedacht habe, dass es darüber rauslebt, dass ich nicht will an einer romantisch-sexueller, egal ob exklusiv oder nicht, Beziehung landen. Und da fand ich, das war schon tricky. Weil das ist nicht immer so einfach. Du hast auch froh, ich weiß ja auch oft nicht, ob es beim Casual Sex bleibt oder nicht. Was sind nur deine Erfahrungen? Also selber habe ich nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass ich Casual Sex hatte und dann eine Beziehung ging. Ich finde das aber schon von Leuten hören, denen das ziemlich oft passiert, dass also quasi so all Chaos, wenn sie das probiert, und sind sie dann so an einer 3-jährigen Beziehung gelandet. So mit Hunden an Hauskauf schon bald so mit drin so, ja, okay, das soll dann von just so ein One-Night-Stand sein, damit das wird dann nicht immer so, also das ist dann am Anfang besser gegangen, wie die Leute sich gedacht haben, weil sie das dann noch wollten, aber das kann natürlich passieren. Kann natürlich auch ähnlich passieren, dass ein selber denkt, oh, der cool, Casual Sex, vielleicht ist das eine Person, mit der ich das öfters will machen, und die Person ist einfach, oh nee, ich bin mega verliebt, und ich will unbedingt etwas mit dir zusammen, und selber will ich das aber gar nicht. Das sind eigentlich Sachen, die dann relativ blöd sind, weil dann eine Person ein bisschen so eine Aufhängigkeit von der anderen ist. Und du musst ihn dann auch selber mit einem gewissen, mit der anderen Person am besten ausmachen, wen du weiter möchtest, weil das fand ich ethisch immens schwierig zu so eine Person, das mega verlebt an mich, und ich schon weiter casual mit der Sex und machen der am Anfang implizit vielleicht Versprechungen, die gar nicht so ausgeschwärzt sind. Aber bon, also muss ich natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich mit einer Person Sex hat und die sieht engem, das Leih aus just casual und das Leih aus just für Spaß zu haben und das nicht für große Romanz zu haben und selber also aber mega verlebt, dann muss ich mega Meinung noch irgendwann für sich selber zu schützen auch so, und ich zähle die Bremse an, ich halte auf damit, weil sonst geht dem eigentlich oder lebt die Gefahr, ganz traurig zu gehen. Ja, ich denke noch an, das ist auch eine Geschichte, die ich des Öfteren hören habe oder wo ich auch schon selber erlebt habe, dass es da ganz schnell ganz kompliziert geht, an den sich wirklich an da fand ich, also Casual Sex Beziehungen genauso wie andere Beziehungen sich gut muss kommunizieren und verschiedene Sachen einfach mit der anderen Person aufschwätzen führen allem wann ihn das mir oft mischt. Du sollst Stichwort sicher sein oder sich sicher fühlen gedroppt. Vielleicht können wir kurz darüber schwätzen, weil also schon ein bisschen ultra lachen, wo man festgemäht haben, dass wir über Casual Sex schwätzen, weil das haben wir ja schon ewig viel, eine Folge darüber zu machen. Und ich meine, während der Pandemie als alles ähnlich wie casual einfach, weil sobald du eine Person auch nicht mehr in den Bannen gesagt, der am Anfang ultra viel Safety Measures muss wählen und so.
Und das ist auch mega witzig, weil schon bevor die zweite Wahl zu Wien angefangen hat, nach ja gut gedate, so dass ich ein Pandemie-Gspusi, beziehungsweise so zwei Pandemie-Gspusi hun, da hatte ich gut angefädelt. Und das ist aber so weird, weil du gehst einfach spazieren, gehst ein Zwittkehr spazieren, und dann musst du dich dezidieren, fand ich die Person flott genug für montierte Bahnen aufzuhängen, und dann lehrst du ja auch direkt so Matbewohnerinnen kennen, oder du sagst direkt Zimmer von der Person, und dann geht es direkt schon so ein bisschen casual, weil das ja am Anfang Sachen sind, die echt recht was mich spät möchte, wann überhaupt man so casual Personen. Genau, so viel Zimmer, du könnt ihn zwar ja, meistens nicht tolerant. Ja, aber das ist das schon, ich meine, das schon einfach so, weil der Kader in anderen ist, weil einfach es viel mehr gefährlich ist, sich mit einer Person da Banden zu treffen, sich not zu kommen überhaupt. Lang schon neben den Nähen zu sitzen, also mittlerweile eng sehr die gefährlich kann sein. So dass es, ja, gönnen mir so einfach, zu dezidieren, weil das da können wir das casual machen, oder nicht? Ja, ich erinnere mich an eine Anekdote. Du warst K3-Person, also Kontaktperson 3. Also Kontaktperson 1, die war mit der Covid-Person, bla bla, und so, ich weiß nicht, ob ihr das zuletzt auch seht. Und da war ich so, soll ich nach Lunch kommen? Und dann die Person so, ja, weißt du, K3, komm vorbei. Und dann, dass dann so, schon so große Überlegungen mal drauf spielen, also einfach komisch. Und mittlerweile, wo ihr sich relativ gut kann Taste losen oder an Österreich und hoffentlich auch Geschwindigkeit zu Lützeburg, die Schnelltaste kann du hier machen, das ist natürlich auch froh. Wenn ich mal, weiß ich nicht, ein Casual Sex Date ausmachen, eine One-Night-Stand ausmachen, halt über Apps wie Tinder, Bumble, OkCupid, wie auch immer, dann zu frohen, Mama, für drin tasten oder nicht, weißt du? Ja, am Anfang ganz logisch, aber das sei ja das ja noch zu Nicht-Pandemie-Zeiten, wo ihn auch ja muss auf sich aufpassen beim wenn den Casual Sex hört oder auch einfach just von den Date. Also einerseits emotional, darüber habe ich schon ein bisschen gespart, da den eben probiert aufzuchecken, worauf soll der lo hinaus, und das am besten noch einfach open uschwätzt, ob man es irgendwie dazu könnt, weil und nicht will enger Person Herz brechen und auch irgendwie nicht Leute falsche Hoffnungen machen. Die andere ist dann irgendwie die physische Sicherheit, wenn du nicht als Cis-Mann Männer Probleme oder Männer Ängst, dass ich irgendwie das immer Gewalt undun oder so, aber das ist so etwas, wo andere Leute vielleicht echt Probleme haben oder einfach muss gucken, dass sie da safe sind. Vielleicht auch dann enger Person so ein halbes Kilometer an dem du an du hin an schmelle mich an 2 Stunden rum, aber nicht, dann schickt Police oder so. Und dann ist noch der Faktor STIs, also sexuell übertragbare Infektionen, die nicht Covid sind, wo ihn am besten safer Sex praktiziert. Ja, also darüber haben wir ja schon oft geschwärzt, also Kondome, laktische und so weiter, sich regelmäßig tasten lassen. Ja, und ich fand auch, also je nachdem, wen sich natürlich kennenlernt, wenn der Kollege von einem Kollegen ist, du hast vielleicht auch eine andere Vertrauensbasis, du auch beim Casual Sex, wie wenn ihn sich online kennenlernt. Und ich meine, kann ja auch online Sex tun an diesen Zeiten, darüber könnt ihr vielleicht das Episode zu Sexting drin. Genau. Mir ja auch einfach sicher gehen, dass die Person real wohlwollend ist. Also zum Beispiel, dass sie einem spontan Foto schickt, dass sie für drin ein bisschen Text. Und ich fand noch, da kann ich für drin Erwartungen aufklären. Also sowohl die sexuelle Erwartungen, was hast du Lust, was hast du gern, was könnte man machen oder will man überhaupt Sex oder nicht. Und auch die emotionalen Erwartungen. Also was siehst du gerade? Siehst du gerade in einer Beziehung? Und das natürlich, du siehst mal beim Punkt, wir sehen auch für drin oft nicht, wer die Sicht, weil sich das natürlich auch verändert mit der Begegnung, die jemand der Person hat. Und ich denke, so, wenn jemand Personen casual Sex wird, egal ob das den Matbewohner ist, mit der weiß ich nicht, als sechs Main, denke ich, noven ist, aber mit dir knutscht oder schläfst, oder irgendeine unbekannte Person über eine Dating-App, die ist dann als Main, denke ich, auch riefst, immer auch aufzuklären, war den sich davon erwartet oder wie er war, wie die eigenen Gefühle sich verändern, als denke ich, ein gut Best Practice. Und ich fand, kann ich einfach nicht pauschal so weil es so viel unterschiedlich, wie man schon geschwärzt hat, Formen von Casual Sex gehen. Ja, und es ist auch
also so mal ganz klassisch Layer, den sich klassisch vielleicht nicht, nee. So mal Layer, den sich entweder online kennen oder auf einer Party oder so irgendwo zufällig rennen den an den Nähen oder da sind gemeinsam einen Workshop oder whatever und irgendwie so, okay, das du funkt irgendwie an wir irgendwie Lust und dann klärt den am besten auf so, okay, hi, ich hätte Lust und hast du auch Lust und das ist aber nicht für immer, mehr just für Haut, vielleicht auch für an 2 Wochen nach Renke, ja, mehr nicht so ganz committed. Und nur mal unzufrieden seht ja, und für den die richtig Präparationen getroffen, dass sie sicher in NRW, dass sie vielleicht auch nach Covid getestet, wann danach Pandemie ist. Wie ist dann so der Sex, der Casual Sex, vielleicht auch vis-à-vis von Sex, den ihr in einer Beziehung hat? Das ist ein guter Punkt. Ich nehme ein bisschen so drüber nur gedacht, was Mengen Erfahrungen mit Casual Sex sind. Und aufgesehen für so Leute, die so lose gedate haben über die paar Monate, wo klar war, es geht um Nähe, an Flirten, an irgendwie Austausch und Ausdruck. Also irgendwie, wo es nicht so unbedingt unemotional war, mir halt einfach kein Zukunftscommitment gab. Du gibt es natürlich ein Potenzial, für das der Sex immer besser geht, weil er sich immer besser kennenlernt. So. Ich fand, da gibt es so 2 unterschiedliche Startpositionen. Einmal haben wir so Leute, mit denen nicht direkt wissen, so dick gut funktioniert. Und dann ist der Sex direkt dick gut. Aber du musst wirklich dann darauf schaffen, dass auf dem Niveau genau, bleibt. auf dem Niveau bleibt, beziehungsweise du schleift sich dann auch sehr so, da sind immer dasselbe mischt und so, und da geht es vielleicht ein bisschen manner aufregend oder das so am Anfang nicht so nice. Und dann ist aber halt viel so Evolutionspotenzial, dass innerhalb von einer paar Karriere, wo ihr Sex hört, dann immer besser geht sozusagen. Also ich fand, das sind so 2 unterschiedliche Routen, also es gehen da bestimmt noch mehr wie die 2, die kann gehen. Und ich fand, also eine Menge Erfahrung war, du das sagst, aber immer auch schön, weil ich die Person halt auch anders kennengelernt habe und so ein bisschen mehr berät war wie eine Mandat. Und dann habe ich drüber nur gedacht, aber auch mal so One-Night-Stand-Geschichten, weil ich am Anfang bald nicht mehr in meiner Jugend gemacht habe, wo ich da das Sex, das ist schon lange hier, also dem muss halt auch nach einer Definition für Sex, nicht so gut war. Weil, weißt du, so, wenn du dich demals irgendwo beim Feiern vielleicht schon nach etwas getrunken hast, kennengelernt hast und da landest du am Bett und dann hörst du vielleicht 1-2 Stunden Sex und da gehst du rum. Du hörst nicht viel, indem du dich kannst festhalten und da geht es echt so ein bisschen Porno-Narrativ. Oder halt so, weißt du, so echt auf Nummer sicher gehen mit dem, was du musst. Ja, was halt dann nicht besonders kreativ ist. Also ich muss so ja, das kann ich mal machen für den Flip, aber also ich meine, ich noch einfach raus und das ist nicht so für mich. Und du? Also ich muss so bei so One-Night-Stands, da hatte ich auch nicht immens viel an meinem Leben. Schon das aber, wann das passiert, das immer ganz spannend fand, weil das so, ja, du bist dann eine Person, ein neuer Körper, den du entdecken kannst, dann ein bisschen so, okay, das lebt ein bisschen anders, wie es vielleicht gewinnt was, und das, also oft habe ich das Gefühl, dass das relativ leidenschaftlich aber aufgelebt ist, so, weil es eben so an seiner Bloß von, also auch seiner zeitlich begrenzter Bloß aufgelaufen hast, und du, wir sehen ja nie ganz genau, als der du wirklich für ein Keier oder als es für mir oft mehr Heinz, so kann ich schon ein bisschen mehr denken, und dann hast das schon ganz spannend gewesen immer. Ich meine aber, dass richtig ist, was du siehst, den dann echt nicht mehr sicher geht oder echt eine Sache möchte, wo ihn sich denken kann, dass die eine Person wahrscheinlich ein bisschen den Flip darüber hört, wie der Delodo ganz experimentell geht oder Sachen ausprobiert. An Wort lenkt das natürlich immer, das hängt immer von ganz vielen Konstanten auf, darüber haben wir hier auch schon geschwärzt. An lang philosophiert, was da besser wie oder nicht. Die Episode können wir auch schon ganz dick und Herz lehnen. Wir vielleicht aber ein bisschen über Casual Sex mit nicht One-Night-Stands zu schwätzen. Ja, ich meine schon, du ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass es meistens dann aber besser geht oder eben so bei einem Niveau hält, an dem dann sich gegenseitig kennenlernt, dann aber auch. Also Heinz fand ich doch cool für eine Person zu, wo ich weiß, okay, das ist so, bist du so das, was wir allen 2 Jahre tun, wir machen das nicht super oft, aber wenn wir das machen, dann ist es cool. Das fand ich am Anfang auch ein ganz gut Approach.
Mehr ist schon aber auch manchmal, also sowohl bei One-Night-Stands wie auch bei Sachen, die einfach nicht immens oft oder regelmäßig sind, und ich immer so, Hand oder am Kopf so, oh, ich hätte aber noch Lust nach da, dann dat, und nach Mai, und nach Milan, und nach Hai, und nach do. Also, mir schmecken, das geht aber auch ein bisschen so dazu, dass den dann so ein bisschen, also verlängern, dass das vielleicht das falsch wird, mir so sehen, nur nach mehr Möglichkeiten. Mit der spezifischer Person. Ja. Ja. Ja, das kann ich. An andererseits, aus der Chain und so, also ich nenne so quasi platonischen Beziehungen, wo ihr vielleicht unregelmäßig, wenn es sich gut ergibt, 1, 2, 3 Mal am Jahr, sagst man den Leuten hört, dass es ja immer kann geschehen, weil ihr ja dann auch aber gleichzeitig eine andere Art von, ich weiß nicht, ich nenne mal freundschaftliche Beziehung zu der Person hört, da ist das nie ganz ausgeschlossen. Und ich fand, das scheint da drin also so am Platz, dass es wie immer mit der Person zusammen einen Film gucken oder mal spazieren gehen oder mal das machen, wo man das einfach Sex oder knutschen das mit näher und so. Wobei du natürlich auch immer froh hast, oder ich kann die Angst bei mir, wird das als Beziehung an eine Richtung beeinflussen, an der ich vielleicht nicht will, dass sie geht. Und vielleicht ist das umgedreht und davon auch Heinz da bist du so denkst, okay, wenn das von die Person lo okay Sex mir will, und dann habe ich irgendwie das Gefühl, da gibt es fehlen oder das fehlt auch nicht. Ja. Mir schmecken, das ist einfach die Risiko, den ihn angeht. Also das, wie soll ich so, kann ich noch zusammen an Vakanz gehen mit Kollegen und sich da mega zerstreiten und dann ist die Freundschaft nicht mehr so, wie sie wäre. Ja, also ich meine, die Gefahr, der die zwischenmenschliche Beziehung geschäft, für den neu mischt oder neu ausprobiert, sich verändern oder vielleicht sogar eben dann nicht mehr da sind, die Gefahr ist immer da. Also dann möchte ich wirklich alles dasselbe und dann hört die vielleicht Beziehung dadurch zerstört, der den alles dasselbe möchte. Also natürlich ist das Risiko da, mit schmengen das dann auch bei anderen Sachen da, und das nicht so ganz so schlimm ist, da Sex zu haben, weil das Schuss Sex, also ich kriege das oft gesagt bei verschiedenen Sachen oder Full Leute, wo ich noch nicht viel Sex habe, schon immer ganz schrecklich schon, weil ich gesagt und das Schuss Sex. Ich dachte, nee, mit das Sex, das ist etwas mega Cooles, etwas mega Wichtiges. Ja. Und am Endeffekt, also da war eins da Schuss Sex, und das ist nicht so das Allerwichtigste. Apropos das Allerwichtigste, ich wollte zum Abschluss noch ein bisschen drauf zurückkommen, was du gesagt hast. Also du hast, ich wollte zum Abschluss noch auf das Stichwort Slut-Shaming, was du gesagt hast, zurückkommen, und etwas für Rolltrappen zählen. Weil ich fand, also wo ich über Casual Sex nur gedacht habe und darüber nur gedacht habe, okay, für was geht die Art von Sex Männer bewährt oder vielleicht auch manchmal schlecht bewährt, dass es slutty wird oder irgendwie knastig oder unübrig, Sex ohne Emotionen zu haben. Ich fand, das hängt mit der Art und Weise zusammen, was den soziales Skript ist, also irgendwie Drehbuch aus von Beziehungen, von allen romantischen Beziehungen, sie sollen evolvieren. Da hat man den Begriff von den Relationship Escalators, also quasi, dass es so eskaliert und immer bei der nächsten Stufe geht, geholfen. Am Anfang auf den Begriff geprägt von Amy Guerin, heißt die Person, die ein Buch darüber geschrieben hat, die halt beschrieben hat, okay, es gehen halt die Stufen. Und zwar kannst du für dich einen Kontakt, dann datest du, da knutschst du, dann hast du Sex, da verläufst du dich. Und dann claimst du irgendwie die andere Person, definierst dich als mir, mein Freund, meine Beziehung, bla bla bla, du hast den Routinen, du schreibst mit denen, du telefonierst, da kannst du den Long-Term-Commitment, Plan, die du möchtest, du lernst Freunde kennen, Familie, du mergst so ein bisschen zusammen, plännerst dann ran, dann hast du vielleicht auch noch dasselbe Konto, mit dem du dein Lebensmittel an dein Loyer bezielst, und die letzte Step ist dann, du bestürzt dich, da kriegst du eventuell einen Hund oder Kant, also ich will es mich so viel drin, im Schmunzeln, wo du so zwei One-Night-Stand an unsere Haustieren zusammen, an den Hanna-Lossenschaft ist quasi den Kanner an dein Haus, was dann da steht, so, ab denen Stufen, die so immer weitergehen, kannst du natürlich auch nicht zurückgehen, natürlich geht Konsistenz nur, wenn du kannst nicht so ein, ja, nee, mir holo gedate, war zusammen, mehr am Fong, lo wär ich gerne mit dir befreundet, also das ist ein bisschen das, und das ist halt romantischer Sex, weil exklusiv ist. Anders ist, und da habe ich mich dran denken, wo du gesagt hast, allerwichtig ist, dass die allerwichtigste Beziehung in deinem Leben, und zwar die romantisch eine Person, mit der du verschmilzt und dein Leben und deine Infrastruktur deelst. Und das ist nicht nur manchmal für Personen, die monogam leben, blöd, weil, also das Skript
der so wie wenn das alles ultra easy wäre. Das geschieht einfach so. Und ich meine, kommen so steck viel Leute relativ blöd für, wenn sie merken, das ist gar nicht so easy. Und es geht nicht die ganze Zeit so weiter. Oder sie machen da dann und fanden da raus, dass das gar nicht so cool, das am Anfang gar nicht das, was ich wollte. Geschieht ja auch Leute, die schon ein halbes Haus da stehen. Ja. Und das ist dann aber sozial gar nicht gut angesehen. Also, was du mehr quasi von den Stufen erfüllt hast, was so besser ist. Und ich fand, das spielt viel so bei dem Thema Casual Sex. Es lief nicht um eine Beziehung raus und so mal dran. Und du hast es für verschiedene Leute heinst du schon komisch, wenn du an einer WG wohnst, wenn du nach 30 bist oder so. Oder mit Leuten zusammen wohnst, mit denen du nicht unbedingt in einer romantischen Beziehung bist, ne? Am Anfang erklärt er doch, wieso das Slutshaming geht. Mir fand das natürlich nicht cool, weil jeder soll sich so ausleben, wie er will. Natürlich am besten, um die Leute zu verletzen oder Herzen zu brechen. Ja. Und das ist auch nicht so cool. Das heißt, du musst auf sich selber aufpassen, dass den erstens das Herz nicht gebracht kriegt, und ob die anderen Leute aufpassen, mit denen in Casual Sex hört, dass denen das Herz nicht bricht, aber wenn das geschieht, dass den dann fein mit denen ist und sie nicht ausnutzt. Absolut. Ich wollte noch über den Moyen noch schwätzen, ganz kurz. Also wenn die Person bei ich übernöscht, das ist fein für Moyes zu sagen, willst du Kaffee? Das ist am Anfang alles, was ich wollte sagen. Ja. Ja, das muss du nur nicht nach mal den aufhängen und das beste Frühstück machen. Mehr Kaffee, bevor es geht, das ist schon nice. Das kann sich übrigens auch schon den Ofen für drinnen ausmachen. Und ich hoffe, dass da, wenn da sollt, an diese pandemischen Zeiten ein Casual Sex haben, es flott ist. Aber falls er trotzdem ein Liebeskummer hat, könnt ihr ja als Episode zu Liebeskummer lauschen. Look in eine Rubrik. Yes. Und wir wünschen euch viel Spaß bei eurem Casual Sex. Adi. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to. Intimhygiene. Wie waschen ich meine Genitalien? Mit Wasser. Am besten alldach mit bisschen warmen oder wutlichem Wasser. Et braucht nicht unbedingt ein speziell Seif. Me, das hängt doch ein bisschen davon auf, wer eine Zucht von intimen Organen in hat. Wenn ihr ein Vulva hat, da geht warm Wasser am Anfang durch. Wenn ihr will, kann ihr noch ein speziell Intimseif benutzen, wenn ich gleich gucken, ob sie den richtigen pH-Wert hat. Den pH-Wert von der Vagina ist 3,8 bis 4,4. Intimseifen sind aber nicht mehr für Bausen. Bannen an der Vagina, wenn ich gleich nicht mehr Wasser benutzen. Sonst wird Vaginalflora gesteuert und das kann zu Pilz oder anderen Irritationen führen. Außerdem können mehr hart Seifen auch Bausen rund um die Vulva, drischen Haut an Irritationen auslesen. Wenn ich glift, benutzt kein Deo. Egal, wer eine Art von intimen Organen da hat. Die Leute mit Vagina sollten auch parfümiert Binden, Slip-Einlagen oder Seife vermeiden. Auch die parfümiert Produkte können die Haut und Vaginalflora steuern. Und auch vaginal duschen brauche ich nicht. Das kommt noch aus der Zeit, wo es kein gut Verhütungsmittel gab, weder hormonal noch Kondome, und Leute gehofft haben, dass sie dummer könnten besser eine Schwangerschaft verhindern. Dem ist nicht so. Das ist normal, wenn der Vaginalausschluss ein bisschen riecht. Wenn ein anders riecht, wie nicht gewinnt ist, kann auf jeden Fall einmal bei der Gynäkologin gehen. Die können auch einander abgucken, wo der gerade an ihrem Menstruationszyklus sitzt und abschreiben, wenn ihr etwas riecht. Das ist nämlich oft ähnlich zu ähnlichen Zeitpunkten am Zyklus. Genauso als mit Ausfluss, auch den ist normal. Und zum Beispiel rund um die Zeit vom Eisprung an Dono hat den immer besonders viel Ausfluss. Auch heute könnt ihr beobachten, wie sich die verändert. Und wie gesagt, auch wenn heute Konsistenz anders ist wie sonst, könnt ihr erst einmal bei eurem Gynäkolog melden. Wenn ihr einen Penis hat, soll den alldach die Vierhaut, wenn ihr eine Vierhaut hat, zurückziehen und dort drinnen waschen. Hier sammeln sich nämlich besonders viele Bakterien. Das soll ihr am besten zweimal den Tag mit warmem Wasser machen. Oder auch mit Müllerseif oder Duschgel. Das diminuiert Entzündungen und unangenehme Gerüche. Auch hier ist es wichtig, wenn ihr merkt, dass sich Flüssigkeiten, Gerüche oder Konsistenzen verändern, bei den Doktor zu gehen. Außerdem, wenn ihr schon an der Dusche seid, könnt ihr auch nicht nur Erhode waschen, mehr auftasten.
Dat mischt den so, dass en Beit Hoden an die Hand hält an so auftascht. Wann in Hode mi groß ginnas oder da irgendwo Verhärtungen spielt, geht zur Sicherheit bei den Doktor. Da das wichtig, für Hodekrebs frühzeitig zu erkennen. Last but not least, den Anus nicht vergessen. Hei geht es auch durch, wenn ihr mit Wasser an Toilettepapier wascht oder auch in der Dusche. Es gehen auch Analduschen, aber die sind vor allem dafür gedurcht, penetrativen Analsex zu haben. So Analduschen kriegt ihr an der Abdikt oder auch am Sexshop oder online. An noch eine letzte Umwirkung? Rasieren oder nicht rasieren? Das bleibt ihr los. Aber das ist so, dass Rasieren nicht unbedingt mehr hygienisch ist. Weil es schneiden sich, es kommen Rasurpickeln, gewussen Haar und so weiter, die sich entzünden können. Falls Rasieren auf ihrer Haut weidet oder Irritationen auf ihr rifft, ist es eine gute Möglichkeit, ein Schere oder einen Trimmer zu benutzen, zum Beispiel ein Barttrimmer, für die Haare rund um die Intimorgane zu kürzen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.